sind dann mit Und damit herzlich willkommen zu dem Velotour-Video. Wir fahren von Chiasso nach Monaco. Und haben schon etwa, wir sind erst in Luzern und haben schon über 100 Stutz ausgegeben für Zugfahrt. Wir haben irgendwie etwas falsch gemacht mit den Tickets, darum haben wir jetzt nochmal neu lösen. Und ja, jetzt müssen wir nochmal eine Stunde hier warten, gehen noch einkaufen. Fuck SBB. Und dann kann es losgehen. Weißt du, wir hätten auch gerne irgendeine andere Bahn benutzt, aber es gibt nur die SBB. Scheiß Monopol. Keine Alternative da. Das ist einfach mal eine typische Frechheit. Wir machen jetzt aber nicht einfach nur eine langweilige, einfache Velotour. Wir setzen uns natürlich noch die ein oder andere Challenge. Wir werden das Handy nicht brauchen. Wir haben den Bub jetzt hier noch dabei. Wir werden es dann in Chiasso wegpacken, mit Karte navigieren. Zusätzlich werden wir nur 150 € ausgeben. Wir sind jetzt hier. Wir haben reservierte Sitzplätze. Wir haben eigentlich im Wagen 14 reserviert, den gibt es aber nicht. Darum sind wir jetzt im Wagen 8. Irgendwo muss dort Legende sein. Die sitzt neben dir. Bra, nein! Was bedeutet was? Da ist Legende. Aber da auf der anderen Seite sind die wichtigen Sachen. Bro. Wir sind hier. Und wir fahren jetzt hier runter. Es sind im Fall schon Leute gestorben beim Velotaschen befestigen. Das stimmt eben nicht. Alter! Kein Bock mehr auf die Velotour, Alter! Milano! Das hier haltet einfach an und der andere der haltet den ganzen Verkehr auf. Wo hat uns jetzt da durchschicken? Ja. Fahrt denn du hin? Jetzt geht er. Wir haben es jetzt dann bald ins Zentrum von Milano geschafft. Mit etwa einer Stunde Verspätung, weil wir uns etwa 20.000 Mal verfahren haben. Luca, wo ist Milano Centrale? Che cosa ha fatto? Non lo so. Perché la famiglia. Wir cruisen durch die Einbahnstreet wie ein Bandit. Jetzt gehen wir weiter, wir müssen schon langsam aus der Stadt raus, dass wir noch rechtzeitig unseren Schlafplatz haben. Nochmal schnell einkaufen. Jetzt hoffen wir, dass wir uns nicht mehr so oft verfahren. Am ersten Tag der erste Platte. Geil! Au! Ich kann es aber nicht immer. Das Velo ist repariert. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht über noch mehr Scherben drüber fahre. Flavio ist jetzt gerade nochmal ein... Boy! Der Bub hat ein Wasser gekauft. Sorry, und Eier. Ja, wir haben es aus Milano rausgeschafft. Wir fahren jetzt auf irgendeinem Weg, der irgendwo hingeht. Die Himmelsrichtung müsste stimmen. Etwa 3 oder 4 Stunden später haben wir dann unseren Übernachtungsplatz gefunden. Nicht nach etwa einer halben Stunde wie eigentlich geplant. Wir sind nämlich völlig am falschen Ende von Milano rausgekommen. Irgendein Dude hat uns dann noch schnell bei Google Maps gezeigt, wo wir gerade sind, und der hat uns ein bisschen den Arsch gerettet. Und dann haben wir uns noch etwa 300 Mal verfahren. Jetzt haben wir einen Platz gefunden
irgendwie 200 Meter von einem Friedhof entfernt. Jetzt noch Nudeln gegessen und jetzt geht es dann ab ins Bett. Wir sind jetzt gerade noch auf dem Friedhof gesehen für die morgendlichen Geschäfte und zum Wasser auffüllen. Was haben wir bekommen? Beeren und Pflaumen. Oha, vom Ehrenmann. What's your name? Giuseppe. Nice to meet you. Good. Okay. Okay. Thank you so much for having us here at the Friedhof. Nice. I'll see you. See you. Bye. Bye bye. Bye bye. Cosa qua, ti chiudo. 150 Gramm. Das sind noch 130. Dann nehmen wir 150. Ja, unbedingt. Wir sind so sparsam. Oh mein Gott. Wir sparen viel jeden Tag, wenn wir kein Budget auf der Velofahrt. 16,03 €. Der Tag ist gut, aber nicht schön. Die zwischendurchliche Gönnung eines Snacks mit einem kalten Süßgetränk gehört auch auf unser Budget. Die Brücke ist aus, es steht auf Bötli, oder? Ja. Das sind alles Boot. Wegen dem ist die Brücke auch so. Das ist eigentlich ein Brot. Alter! Ein Brot! Wir fahren hier gerade an einer riesigen Ölraffinerie durch. Wir haben ein eigenes Fahrzeug. Wir fahren seit etwa 5 Minuten an diesem Ding entlang. So, wir sind jetzt am Ende von dieser Ölstadt angekommen. Jetzt schauen wir noch mal auf die Karte, ob wir richtig sind. Morgen 10 Uhr losfahren. Wir werden es probieren. Ihr werdet es sehen, wie wir es nicht schaffen werden. Für das Bier und die Brötchen haben wir 6,89 € gezahlt. Der Schlafplatz ist gefunden. Das mal noch mal ein bisschen näher am Friedhof als letzte Nacht. Dafür sind wir schon ein bisschen früher da. Jetzt machen wir Risotto mit Gemüse, oder? Ja, ja. Ja, ja, so. Was meinst du, sieht besser aus als unser Pilz? Meinst du, Pilz! meinst du, sieht besser aus als unser Pilzrisotto letztes Jahr? Ja, aber weil es keine Pilze drin hat. Oh fuck, jetzt fährst du aber anhocken. Okay, gut, ich muss so gut rühren. Und es ist viel zu heiß. Vielleicht kannst du ein bisschen abstellen, bitte? Natürlich. Gestern zu oben haben wir gesagt, der später aufsteht, muss abwaschen. Wer die Velotour-Videos mit Max kennt, der weiss, wer abwaschen muss. Der Plan am 10 Uhr loszufahren hat perfekt funktioniert. Es ist jetzt etwa 11:15. Hier die rote haben wir gesagt. Dann ein bisschen mit der mitfahren. So. Und dann Genau. hier weiter über die Weisse und dann kommen wir hier auf die Geile. Also bis jetzt finde ich die Velotour richtig schlecht. Ist eigentlich immer langweilig, anstrengend. Du fahrst immer nur Velo, machst Ja. nichts anderes. Dann findest du wieder den Weg nicht. Die erste Pause vom Tag ist geschafft. Jetzt ziehen wir durch bis nach Nizza in Südfrankreich. Ein fetter Push gibt's! Nein, Nizza irgendwo im Piemont. Kirche. Du hast eine Sackgasse, nein! Was machen wir jetzt? Bro, bist du verarscht? Der Kack, wegen so kleinen Sachen können wir nicht fahren. Die Frau, die wir jetzt nachfahren, die hat uns angeboten, dass sie uns schnell einfach begleitet. Also wir fahren jetzt einfach ihr nach und dann sollten wir auf der richtigen Straße sein. Was für eine Ehrenfrau. Wir haben etwa noch eine Stunde bis nach Nizza.
Dort machen wir dann eine Mittagspause. Und dann müssen wir danach noch bis nach Monforte d'Alba durchziehen. Dort wohnt meine Cousine mit ihrem Mann. Dort sind wir noch zum Übernachten eingeladen. Es geht abwärts noch! Ciao. Bro, jetzt bin ich wirklich so froh, dass wir essen können. Es ist 4:45 Uhr, unsere Mittagspause ist vorbei. Rauffahren ist so geil! Nein, nächste große Verzweigung, links, rechts, müssen wir links und dann nochmal links. Ah nein, stimmt nicht so. Kommt die überhaupt da nicht? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, nächstes Jahr einfach links und das war's dann können wir eigentlich gerade ausfahren. Swag. Wir sind jetzt in Alba. Jetzt holen wir uns noch schnell etwas ganz Gesundes, ein bisschen Koffein zum Auffahren nochmal für die letzten ca. 10 Kilometer. Ich fühle mich so, wenn ich umkehren würde. Scheiß Hügel. Und scheiß, egal ob offen oder ab, es ist einfach scheiß Hügel. Buongiorno. Der Zuckerpfusch ist etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Du musst mit dem Zuckerspiegel das machen, was der Hügel macht. Er muss offen. Wir sind jetzt fast angekommen. Wir warten jetzt hier bei einem Fußballplatz, den man im Hintergrund nicht sieht, weil ein Haken davor ist. Das ist ein Gebüsch. Ein Gebüsch. Hure Tüpfelscheisser. Eigentlich, man braucht gar kein Handy. Man braucht einfach Leute, die ein Handy haben. Das sind ein paar Jungs, die hier chillen, haben uns jetzt schnell mit ihrem Handy die Isabel, meiner Cousine, anrufen gelassen. Wie auch immer, ich kann nicht mehr reden. Und sie holt uns jetzt ab. Das ist herrlich. Das ist ja besser als ein Hotel. Wir haben ein Bad. Wir haben eine Dusche. Eine Regendusche sogar. Also da kommt Regen durch, wenn es Regen, die kommt nur, wenn es regnet. Es regnet, dann kann ich nicht duschen. Oh, Und hier werden wir nächtigen. Ja, jetzt geht es erstmal unter die Dusche. Ja. Frisch geduscht. Und nachher gehen essen. Für eine Skala von 1 bis 12, wie man jetzt ist. Der komplett am Ass. So, löscht sich meine Beine auf. Ich sag so, ich lasse mich natürlich nicht anmerken, weil ich ein sehr guter Schauspieler bin. Also ich laufe natürlich normal, aber eigentlich, wenn ich jetzt normal würde laufen, bin ich bei 5 oder würde ich so laufen. Es geht wirklich so zum Teil so wirklich so. Oh. Und ich komme weg. Imponiere dieser Weinlandschaft, weil dieser Wein in den Fässern lang schafft. Das war's von hier, wir gehen! Was filmst du mich, du Arschloch? Der erste Anstieg für heute ist fast geschafft. Nein, ist er nicht! Doch, der erste. Hure Doppel. Halbe! Später geht es dann noch über die Alpen, aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen oder nicht. Doch, doch! Du willst es heute noch machen? Ja. Machen wir es heute noch. So lässt sich doch eine Bananenpause machen. Wie machst du Bananen auf?
Die Mainstream-Leute machen es hier, die Affen hier. Aber der beste Weg ist so. Also ich sage, wir sind falsch gefahren. Und ich kann es jetzt gerade beweisen. Ja, weil wir sind jetzt in Cerreto. Und wir sollten nicht in Cerreto sein. Ja, wir hatten vor bei dieser Kreuzung. Hä? Aber da hat es keinen anderen Weg gegeben. Nein, vielleicht sind wir schon wieder richtig. Hä? Wer ist die Karte? Ist die hier abgewindet? Alter, nein. Scheiße. Wir haben die Karte verloren. Und jetzt irgendwo oben auf dem Hügel. Also wir können noch mal schnell kurz hier zurückfahren und Ja, schauen, aber das kostet gleich viel Zeit. Scheiße. Nein. Ja, wir fahren jetzt in dem Fall hier mal zum Bahnhof. Da, dann die Nummer entgegen. Danke, ob du mitprankst, aber es ist halt so realistisch, dass die verloren Also wir sind so lange runtergefahren und ich bin hinter hinter dir extra Rito. Was? Du hast ja extra Ja, ich hab's extra geil. gesagt. Wir müssen nachher dem Fluss entlang, oder? Bahnhof, wenn wir auf der Abend, oder? Frechheit. Ich doch filmen. Wie eine Attraktion wäre. Weißt du, was das ganze Gemüse mitschleppt, Bro? Weißt du, wie das ist im Schatten? Die Mittagspause erfolgreich abgeschlossen. Das machen wir heute noch gemütlich, dass wir morgen dann fit sind für die Alpenüberquerung. Wie toll! Also der Oberchillerbauer, wir haben ihn gefragt, ob wir hier auf dem Ding schlafen, auf dem Feld. Er hat gesagt, ja easy, kein Problem, hat er uns gesagt. Dann haben wir ihm gesagt, ja easy, geil, kannst du uns auch gerade noch deine Portemonnaie geben, haben wir mit dem Messer bedroht. Die Zelte sind aufgebaut, jetzt wird dann gekocht, dann gibt es noch den Wein. Danke vielmals nochmal an Isabel, falls du das siehst. Das ist nämlich von ihr und ihrem Mann ihren eigenen Weinfelder. Und da wird sich jetzt genüsslich einverleibt. Alter, ich sauf das Ding. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen Weinkennern entschuldigen für das. Und fürs andere. Und für das. Es ist verboten, dieses Feuer zu filmen. Dieses Feuer wurde von Flavio Stucchi erstellt und der Künstler will nicht, dass sein Kunstwerk gefilmt, fotografiert oder Ton davon aufgenommen wird. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne. Also gestern zu oben, der Luca war schön am Schlöfeln. Ich bin mit Zeit gelegen, habe auf der Kamera das Footage angeschaut, das wir gemacht haben. Plötzlich höre ich dumpfe Schritte. Und Schnaufen. Wie das an unserem Zelt, an unser Zelt ankommt und da schmeckt. Und dann läuft es wieder weiter und ich so, holy shit, das war sicher ein Berg. Es war auch ein Berg, weil ich habe nachher aufgemacht und geschaut, wie er davon läuft. Und nachher hat ich dachte, okay, gut, es wäre vielleicht gescheiter Salami und so aus dem Zelt raus tun, nicht dass der jetzt da seine Brüder und so holt und so kommt ausrauben. Dann habe ich auf Salami und alles in die Tasche und vor das Zelt gelegt. Und dann will ich gerade wieder ins Zelt rein und dann kommt er sich von hinten und gibt mir einen Klapper. Und ich denke, Bro, was läuft mit dir? Ich habe mein Sackmesser gepackt, so musst du dir vorstellen. Da in den Hals gesteckt, da verblutet er sich, geht am Boden. Ja, hat dann aber seine Brüder sind ihn abholen und haben ihn weggeschleppt. Weil die haben wahrscheinlich nicht wollen, dass wir da aufessen. Hat noch einen epileptischen bekommen, oder? Nein, aber es ist wirklich ein Tier durchgelaufen, aber ich weiss nicht was. Aber ich kann nachher wirklich das Essen raus tun, ja. Es gibt jetzt wieder eine bekannte Spezialität von mir zum Morgen, nämlich Gemüserührei. Es gibt eine bekannte Spezialität von mir zum Morgen wieder, nämlich Gemüseei. Du musst wirklich auch Huren aufpassen, dass jetzt vor der Kamera nicht immer so blöd schnurren wie sonst oder auf der Kamera. Ich könnt euch vorstellen, der Flavio und ich, wenn wir zu lang aufeinander hocken,
Also wir hocken nicht wortwörtlich aufeinander. Nicht wortwörtlich, nein, das kann man schon nicht sagen, aber... Ja, es ist halt schon so. Das weißt, wenn wir viel Zeit zu zweit verbringen, dann irgendwann redet mir nur noch hure blöd so. Du, Luca, mir fehlt da irgendwie der Auberginen-Geschmack in dem... Ja, ich habe gesagt, die Aubergine wäre geil, aber die huren Dinge sind einfach hure gross. Und schön. Das sieht man auf der Kamera leider gar nicht, aber dort hat es die Alpen. Dort hinten ist der Kaib. Der Kaib! Jetzt müssen wir Da müssen wir drüber. rauf! Der Jetzt müssen wir Kaib! raus. Was früh sind wir dran? 11:45. Wir sind jetzt hier noch am Tankstellenshop, kurz vor dem Pass. Nochmal 5 € ausgeben. Wieso? Was hast du gegönnt? Süßigkeit. Der Bub hat das Gefühl, er müsse sich noch Haribo und ein Monster Energy gönnen von unserem Budget. So ist es halt, oder? Ja, aber man muss sich halt auch schon vor dem Pass belohnen. Dass man überhaupt schon da hinkommt. Vor allem, wir sind noch nicht mal vorne dran. Wir müssen noch weiterfahren, bis wir dann raufgehen. Ja, let's go jetzt aber. Voll Luftzucker jetzt. Es fährt an. Da vorne geht es bergauf. Woo! Luca, Stimmung? Freu mich! Mir schießt an. Jetzt schon fast alle Gummibärchen aufgebraucht. Schwach? Ungeil. Ungeil. Was sagst du zu dem? Zu was? Dass es noch weitergeht? Das ist nicht unsere Straße da oben. Fahren wir wieder runter, kehren wir um. Nein, aber sie unsere geht geradeaus weiter. Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das ist nochmal eine Serpentine. Das ist immer so das Ding bei diesen Passfahrten. Man hat gefühlt bei jedem Eck das Gefühl, jetzt hat man es dann geschafft. Aber man hat es trotzdem nicht geschafft. Wahrscheinlich sieht man es nicht, aber dort auf dieser Straße, dort kommen wir her. Fast geschafft, nochmal Gutzi gehen. Los, Gutzi gehen, komm, auf! Was machen Sie so lange da unten? Ist doch gestanden, Gutzi gehen. Ich weiss, ich Du fahrst so langsam. Fresse heben hier, du mit deinem modernen Velo. Schau mal, wie viel Gepäck ich habe. Wir sind oben angekommen. Schade, ist schon vorbei. Ich wäre jetzt gerne noch ein bisschen weiter rauf gefahren, aber so ist das Leben. Ja, jetzt schauen wir uns hier noch den Lost Place an. Meine Beine laufen nicht von allein. Und hier hinten haben wir noch Zwei Restaurants? ein verlassenes Restaurant. Die beiden Lost Places sehen aber erst im nächsten Video. Ich habe gedacht, ich mache 2 Teile daraus, weil es so viel Videomaterial gegeben hat. Danke vielmals fürs Zuschauen. Abonniert auf gar keinen Fall den Kanal. Gebt dem Video ein Dislike und denkt gar nicht erst darüber nach, einen Kommentar zu schreiben. Ich lese es eh nicht durch.